Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Erst recht nicht, wenn der Unterreger im Studio ist. Wir müssen noch einmal die Woche ein bisschen durchwaschen. Gut, nass ist sie schon, aber abgewaschen noch nicht ganz. Die Chaoten von Bern haben uns ja beschäftigt. Wir fragen unsere Freitagsrunde, was sie denn von dieser «Tanz dich frei» Sache halten. Ja, ich bin so frei, ich fange an zu zusammen, ich bin so blöd am Morgen, tanze ich frei, so ein Seich, viel geiler ist, mach dich frei. Unglaublich, oder? Die Forderung nach mehr Freiräumen von Jungen und schon kommen ein paar Chaoten dazwischen, wüten und alles kaputt machen. Fußballtrainer Christian Gross. Rund um Fußballspiel erlebt man das ja schon länger, gäng wieder das Gleiche, oder? Wie bei «Tanz dich frei». Ja, ich weiss zwar nicht, was Alex Frey mit dieser Demo zu tun hat, aber ich gebe ihm einen guten Tipp, jetzt nach Karriereende nicht für jeden Gugus seinen Namen herzugeben. Viele Politiker waren ja empört über die fast bürgerkriegsähnlichen Zustände in den Berner Gassen. Chaoten haben mit wenig Hirn viel Schaden angerichtet, kann man sagen. Christoph Blocher, der hat noch genervt, oder? Tanz dich frei, das ist doch Blödsinn. Jeder weiß doch, dass nur Arbeit frei macht. Bern soll jetzt aus Lehre, oder? Von Zürich lehren, habe ich gelesen diese Woche, gehört diese Woche zu Zürich, wo ja am 1. Mai alles ruhig geblieben ist, chaotenfrei. Roger Köppel, den Zürcher abschauen. Die Lösung nach dem Chaos zu Bern? Frei ist ein Platz in der Kirche. Ausser es gibt dort etwas gratis. Um was geht's? Schon wieder ist Bern Opfer von Chaoten geworden, nachdem bereits eine Woche vorher Fußball-Hooligans für Chaos gesorgt haben. Ist Bern noch sicher, frage ich. Ist Bern sicher? Wir fragen auch unsere Leser diese Woche, ob sie dafür sind, dass in Bern mit schweren Geschützen für Ruhe und Ordnung gesorgt wird, und zwar im Namen der Schweizer Armee. Danke, sind wir gespannt auf die Umfrage in der Weltwoche. Ich frage aber, ob es nicht eine friedlichere Lösung muss doch möglich sein, für die Anliegen auf die Straße zu gehen. Politsoziologe Jean Ziegler, helfen mir. Ich unterstütze die Bewegung «Tanz dich frei» ist der friedliche Krieg von der Zukunft. Wenn die Amerikaner im Irak nur tanzen hätten, dann wäre das Land ohne Blut frei geworden, ohne Blut. Ich fordere mehr Tango und mehr Walzer in RS und im WK-Passetanz. Ja, was auch immer dem aus dieser «Tanz dich frei» Bewegung wird, sie ist aktuell auf jeden Fall am Trend, am Puls vom jugendlichen Herzschlag, SRF 3, Stil und Trendkenner Jeroen van Rooyen. Ist doch so? Ja, ich habe Zweifel. Der Berner Tanz wird sicher nie so trendig wie der Gangnam Style. Obwohl das Getanze in Bern teilweise ausgesehen hat wie ein Gang-Bang-Style. Ja, aber die Bewegung dürfte sicher noch vieles auslösen in der nächsten Zeit. Diskussionen um Kultur und um Freiräume. Stefan Eich. Sich frei tanzen ist der Grundstein von meinem Övre. Ich zelebriere das auch jeden zweiten Sonntag auf der Petersinsel im Bielersee. Dabei habe ich nur eine beige Leinenhose an, hocke im Spagat am Ufer in der Bucht von meinem Freund Jean-Jacques Rousseau. Dann male ich mit Schlamm ein Z wie Zorro auf meine Mannenbrust und katsche an einem Stück Seegras. Zum Schluss kumpe ich in See und bewege mich dort wie ein freier und glücklicher Delfin auf der Suche nach einem perfekten Glas Cognac. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.